Hey liebe Leute, Mr. J am Mike und ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche gehabt. Bei mir halt recht streng. Der Rufus hat 5 Tage lang kein Internet gehabt und das war auch der Grund, wieso kein Video auf unserem Kanal war. Da wollen wir uns entschuldigen, dass es so lang gegangen ist, bis das nächste Video gekommen ist. Ja, ich habe ein paar gute Nachrichten, und zwar für die Gewinner von unserer Verlosung. Control Freaks sind da. Leider hat bis jetzt jemand noch nicht die Adresse durchgegeben, das heisst, wir können es noch nicht schicken. Das wäre der Luca Jojo Mirimoto. Wir können ihm sonst noch sicher eine persönliche Nachricht schicken, dass er uns durch die Adresse gibt, dass wir die endlich verschicken können. Für den Sondi und den Chris von der Crown Crew, die gehe ich heute auf der Post verschicken. Das heisst, ihr solltet das Montag, Dienstag, solltet ihr das im Briefkasten haben, und dann wünschen wir euch eigentlich mit den Control Freaks recht viel Spass. Ja, wie ihr gesehen habt, hat der Rufus mit dem COD 4 angefangen, wirklich ein saumäßiges Game sich als mir auch wieder gezogen. Das war so meine erste Phase, wo ich wirklich saumässig viel gesuchtet habe im COD. Und meiner Meinung nach wirklich ein skillbasierendes Spiel. Also es gibt wirklich wenig Rage-Momente. Man hat halt die definierten Abschussserien von der Drohne, vom Luftschlag und vom Heli und dann ist fertig. Und ja, auch mit den Perks. Eigentlich gibt es kein Perk, das wirklich stärker ist als andere. Also sind die eigentlich wirklich sehr gut abgeglichen. Das, was mich im COD 4 eigentlich stresst, sind zwei Sachen, sind 2 Punkte. Und zwar ist der Perk Martyrium. Also dort, wenn man stirbt, hat man eine Granate lackieren. Meiner Meinung nach viel zu stark. Also wenn man eigentlich hört, wie die Granate geht oder das Zeichen auf dem Bildschirm sieht, ist es eigentlich schon zu spät. Die Wahrscheinlichkeit, dass man wegsäckeln und es überlebt, ist eigentlich, sage ich mal, gleich 0. Und man hat auch keine Schutzwesten, also kann man sich nicht schützen. Und das Zweite ist Noobtuben. Natürlich kennen wir das von allen CODs. Das ist im COD 4 recht stark. Also wirklich, man kann 5 Meter nebenan stehen und der tubt schnell hinter die Container rein. Und man ist eigentlich schon fast tot. Also wirklich übertrieben stark. Und man sieht es im COD 4 auch mehr, dass wirklich viel Noobtuben. Mehr als im MW3, im MW2, im Black Ops. Es ist wirklich schlimm. Im COD 4 läuft fast jeder 5. läuft mit einem Noob-Tuber umeinander. Und natürlich noch, das hat der Rufus ja im Kommentar schon gesagt, der Juggernaut, das ist noch ein Zusatz, Energie, Hilfe, sage ich mal, das ist eigentlich wie eine Schutzweste. Einfach nur gegen Schüsse braucht man wirklich eine starke Waffe, dass man den wirklich oben runterbringt. Das ist wirklich so, wenn man drauf schiesst vom Rücken aus, hat er wirklich noch die Möglichkeit, sich zu drehen und einen runterzuknallen. Das ist wirklich ein bisschen stark, meiner Meinung nach, wie es der Rufus sagt, Juggernaut, anstatt der Juggernaut. Und ja, das sind eigentlich die Punkte vom COD 4, wo ich finde, oh mein Gott, tut das doch bitte patchen. Aber ist ja gleich, eben, es ist ein altes Game. Was gestern auch saumässig schlimm war, sind die gehackten Lobbys. Ich habe 5 Spiele gemacht und davor bin ich eigentlich in 3 gehackten Lobbys gekommen. Und wie muss man sich das vorstellen? Es ist eigentlich nicht anders als im MP2. Leute, die rumfliegen, man kann rumgumpen wirklich bis zum Mond rauf, man kann schnell säckeln. Und dann hat es Leute mit Aimbot und ich weiss nicht was. Und Guard Mode. Also wirklich, beim einen habe ich alle Magazine reingelassen, von der Pistole, vom Gewehr. Und Granaten nach Kopf, Blendgranaten noch schnell ins Viertel reingestopft und es hat nichts bewirkt. Ich habe noch ein bisschen gemesselt, der Kollege ist nachher auch noch gerade gekommen und hat reingeschossen. Also wirklich nicht lustig, aber es ist wirklich so, ab und zu hat man es, ab und zu hat man es nicht und dann tut man vielleicht schnell den Game Mode wechseln und ja, dann funktioniert es. Was natürlich auch erstaunlich ist, ich habe mal am Rufus, wo wir zusammen gespielt haben, gesagt, hey komm, wir spielen ein bisschen Bodenangriff. Das läuft ja auch gut im Team Deathmatch. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Leute. Und was ganz schlimm ist, im Bodenangriff, die Leute snipen alle. Und zwar alle mit dem ACOG drauf. Es macht eigentlich überhaupt keinen Spass mehr. Snipen ist im COD 4, wie es aussieht, am einfachsten. Ich finde es ein bisschen schwerer als in den anderen. Aber ja, ist vielleicht nur meine Meinung. Ja, wirklich im Bodenangriff von 9 Spielern vom Team, dann sicher 6 mit dem ACOG snipen und es macht nicht so Spass. Vor allem, wenn das Gegnerteam nachher gut ist in dem
kommen die Leute nicht auf die Idee, komm, wir nehmen mal MP führen, sondern bleiben beim Sniper und ja, dann geht das ganze Spiel den Bach runter. Ja, ich habe mir nicht nur das COD 4 gekauft, wo ich halt auf Wokli bin rumstöbern. Und das COD 4 gesehen habe, ist nebendran gerade noch das World at War gewesen. Meiner Meinung nach ein cooles Game. Der Multiplayer-Modus war ein bisschen gewöhnungsbedürftig gewesen, aber an sich nicht schlecht. Dort hat es wieder ein bisschen mehr gehackte Lobbys als im COD 4. Aber ja, also mir macht das Game ganz viel Spaß. Das war ja der Ursprung vom Zombie-Modus gewesen. Und ich wollte die englische Version gekauft. Ich habe am Anfang, oh nein, ich habe doch die deutsche wollen. Aber mittlerweile bin ich froh, weil es ist eigentlich unzensiert. Und wenn ich schon so viel Geld ausgebe für ein Game, wollte ich nicht nur irgendwelche Zensuren drin haben. Also erklären kann man es so, wenn man mit Pumpi jemanden im Multiplayer-Modus ins Bein schiesst, ist das weg. Natürlich ist World at War auch noch der Ursprung vom Zombie-Modus. Eines von meinen Lieblingsmods, wie ihr vielleicht schon gehört habt. Und ja, in diesem Zombie-Modus ist halt so, für die es nicht kennen, dort haben wir keine Perks, kein Pocket Punch, nichts. Dort ist nur die schöne Zauberkiste rum, wo man eigentlich immer wieder hofft, dass man die Raygun bekommt, weil man sonst einfach keine Chance hat gegen die Zombies. Ja, der Rufus ist gerade momentan am Road to Commander dran für COD 4. Er will es eigentlich bis am Sonntag fertig haben. Ich bin World at War am Zocken und wenn ihr dort mehr sehen wollt, also zum Beispiel Road to Commander, halt ein bisschen andere Art, ist ja wirklich so das Gameplay-mäßig, ist ein bisschen anders als die anderen CODs, dann schreibt es doch in die Kommentare, lasst es uns wissen und wir zocken dort schön weiter und es kommen sicher Black Ops 2 Videos raus, da müsst ihr keine Angst haben. Ich habe mich ein bisschen distanziert wieder davon, weil es mir wieder angefangen hat an angurken. Das kennen wir sicher alle, die Momente, wo es einfach keinen Spass mehr macht, wo man eigentlich Pause macht und in die Stube vielleicht gar Fernsehen schauen. Und ja, ich tue mich eigentlich da an dieser Stelle verabschieden. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Wie gesagt, Luca, Jojo, Mirimoto, wenn du das hörst, schick uns eine Nachricht mit deiner Adresse, dass wir dir die Control Freaks, die heute angekommen sind, auch gerade verschicken können. Für den Rest, ja, ich wünsche euch alles Gute. Man hört sich im nächsten Commentary. Schönen Peace und out.